Ein neues Projekt für Georg Knoll. Seine Ehefrau sammelt Tonfiguren einer fränkischen Künstlerin. Und die brauchen einen Platz. Wenn sich Erna Knoll was in den Kopf gesetzt hat, da muss ich springen. Das, denke ich, ist ein schöner Platz, ne? Ja. Für my lady, ja. So gut sitzt sie. Erna Knoll hat für ihre Gartenladies klare Vorstellungen und was sonst noch so in die 1500 Quadratmeter große Oase kommt. Da hat sie ein Auge drauf. Das ist ihr Schmuckstück im Garten. So, du darfst dich jetzt im Spiegel anschauen. Der Traumgarten der Familie Knoll aus Moggast liegt idyllisch in der fränkischen Schweiz. Spannend in den Hang hineingebaut, mit vielen Durchblicken. Einst war hier nur eine Wiese mit Obstbäumen. Unser Garten macht besonders, dass wir uns selber angelegt haben, dass kein Gartengestalter reingekommen ist. Und wir haben den nur nach unseren Vorstellungen angelegt. Mein Motto ist, es muss durchgeblüht werden. Ein Paradies für Insekten. Es flattert, summt und zwitschert. Okay, die Raben hat Erna Knoll selbst getöpfert. Die Pilze sind aber echt. Wenn ich noch mal jung wäre, wäre ich Floristin. 4 Kinder hielten die gelernte Hauswirtschafterin auf Trab. Der Garten ist seit jeher ihr Ausgleich. Die Rose da habe ich selber gezogen, aus dem Steckling. Und ich habe inzwischen über 100. Bei 100 habe ich aufgehört zu zählen. Das ist meine Lieblingspflanze. Und inzwischen habe ich meinen Gärtner auch angesteckt. Ich habe immer gesagt, es werden keine mehr gepflanzt. Aber da gehört noch eine hin, sagt er immer. Und da muss noch eine hin. Na ja, und was macht die Erna? Die Erna sagt ja. Ich brauche immer Blumen im Haus und auch im Garten. Müssen immer Sträuße sein am Tisch. Oder Kränze aus Korkenzieherhasel. Da freut sich nicht nur diese Gartenlady. Georg Knoll ist gelernter Zimmerer und liebt Maschinen und Technik. Wenn dadurch auch noch die Gartengestaltung seiner Ehefrau gut rauskommt, eine Win-Win-Situation. Viele Jahre waren die Beete mit Buchs eingefasst. Dann schlug ein Pilz zu und Erna Knoll setzt seitdem auf den Wollziest. Er mag es trocken. Das ist unsere Antwort auf den Buchs. Der Buchsersatz. Es fühlt sich ganz herrlich an. Und man kann auch schöne Kränze mitmachen. Der silbergrüne Farbton rahmt die Hortensien besonders ein und bringt sie im Herbst zum Leuchten. Gegossen wird ausschließlich mit aufgefangenem Regenwasser aus der Zisterne. Erna Knoll wünschte sich von ihrem Ehemann Georg Hochbeete, denn die Hanglage erschwert die Gartenarbeit. Beim Gießen läuft das Wasser weg. Und so kann man es richtig schön gießen, hält das Wasser, das ist optimal. Erna Knoll arbeitet nur mit organischem Dünger, ist experimentierfreudig, pflanzt Kohlröschen, eine Kreuzung aus Grün- und Rosenkohl, schmeckt leicht nussig und hat von November bis Mitte März Saison. Und rote Beete kann ja jeder. Erna Knoll mag's geringelt. Ja, die ist süßer und färbt nicht so, ne, siehst? Und die ist gelb. Das ist die gelbe Beete, ist auch ganz süß. Die rote Beete ist ja ziemlich erdig, ne? Und die ist nicht ganz so erdig. Ab in die Erde mit dem Wintergemüse, also besser gesagt in angefeuchteten Sand. Und dann tun wir die Karotten rein, die gelbe Rüben in Franken. Dadurch machen wir die über Winter jetzt bis zum Frühjahr rein haltbar. Sie treiben da nicht aus, dadurch halten sich die schön frisch. Also Erna, kommst du mal mit der Werner? Wie die Oberfranken zur Schubkarre sagen. So, dann tun wir es gleich, rollen wir es gleich auf. Fertig ist der selbstgebaute Gemüsekühlschrank. Das fahren wir gleich in den Rübenkeller. Ja, fährst drum gleich. Mit. Um die Kurven. Ja. Genug gewerkelt. Zeit, ein wenig die Seele baumeln zu lassen und die verschiedenen Blickwinkel zu entdecken. Die Sitzecken sind wichtig, dass man sich überall mal hinsetzen kann. Wenn ich früh rausgehe, dann drehe ich erst mal eine Runde in meinen Garten und wird die Ecke ausprobiert und die Ecke ausprobiert. Und das ist eigentlich, was wir an unserem Garten lieben. Was für ein Hingucker aus den Hochbeeten.
Das schaut ja gut aus. Ringelbeete sind es. Feierabend im Traumgarten im oberfränkischen Moggast. Erna und Georg Knoll werden auch morgen wieder ihr Paradies vor der Haustür hegen und pflegen.